Manchmal hört man im Blick auf das vergangene Jahr oder seit Corona ist, dass man sagt, das ist ein verlorenes Jahr. Und für gewisse Leute stimmt ja das auch. Ich habe gehört von über 1 Million Kindern, sogar noch viele Millionen Kinder in Südamerika, die seit Corona angefangen hat, vor 1,5 Jahren, nicht mehr in die Schule. Wenn wir uns vorstellen. Andere hat es bei uns getroffen. Sie haben vielleicht Arbeit, sie haben das Einkommen verloren und so weiter. Wirklich ein schwieriges Jahr. Aber für viele wird es einfach so sein, dass manches anders geworden ist. Ihr seht ein bisschen komisch aus mit der Maske, das hätte man sich vor 2 Jahren nicht vorstellen können. Oder man hat nicht in die Ferien und so weiter. Ist einfach manches anders und manchmal sind wir auch unzufrieden mit dem, was sich verändert hat. Auch für meine Frau und mich hat sich manches geändert. Wir sind ja einige Jahre schon pensioniert, mit dem Camper ein paar Monate im Jahr unterwegs in Europa. Und plötzlich hat es geheißen, bleiben Sie zu Hause. Dann sind wir daheim geblieben. Und als dann alles wieder aufgegangen ist, hat es so viele Leute gehabt und ist alles überlaufen gewesen, dass man freiwillig daheim geblieben ist. Es war vieles anders in diesem Jahr. Aber ob wir deswegen von einem verlorenen Jahr reden? Ich hatte einen Freund, der war so ein richtiger Fan vom Velofahren, vom Biken. Der war bei jedem Wetter unterwegs im Wald. Und er hat immer gesagt, weisst, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Ausrüstung. Eine gute Ausrüstung ist jedem Wetter gewachsen. Und wenn wir das so überlegt haben, auch die Unzufriedenheit oft, habe ich mich gefragt, kann es sein, dass wir nicht die richtige Ausrüstung haben? Oder haben? Und da wollen wir heute Morgen darüber nachdenken. Uns überlegen, was ist überhaupt verlorene Zeit, verlorenes Jahr, verlorenes Leben? Und was ist, wenn wir es gewinnen? Was heisst das überhaupt? Zuerst zum ersten, ein bisschen kürzeren Teil, ein verlorenes Jahr oder ein verlorenes Leben. Die Bibel kennt das Wort verloren schon. Wiederholt. Aber das ist noch viel grundsätzlicher. Gott sagt knallhart, nicht ein Jahr oder 1,5 sind verloren. Die Menschen sind verloren. Das Leben, die Zeit, die sie haben. Wenn die einfach so leben, wie sie leben, kannst du vergessen. Für die Katze ist alles verloren. Menschen müssen zuerst wieder gefunden, gerettet werden. Und da gibt es nur einen Weg, den Weg, den Gott gemacht hat. Und da kommen wir zu einem sehr bekannten Bibelwort. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, da haben wir es, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also knallhart. Menschen sind unter dem Strich, müssen zuerst überhaupt gewonnen werden, müssen das Leben überhaupt zuerst finden, sonst geht es gar nicht los. Und dann steckt aber auch die gute Nachricht da drin, was heisst, Gott hat Menschen so geliebt, er will es nicht einfach den Bach abgehen lassen, verloren gehen lassen. Er hat Jesus geschickt, er hat riesen viel gemacht, bis zum Sterben von seinem Sohn am Kreuz, damit die sich Jesus anschliessen, die sich ihm vertrauen, die werden überhaupt erst mal gewonnen. Da fängt es erst überhaupt an. Und das ist die gute Nachricht. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Leben nicht nur irgendwie so ein bisschen verklemmt, christlich, sondern im Überfluss. Dann ein Text aus der Bibel, aus Psalm 146. Da sagt einer, der Mensch muss sterben und er wird wieder zu Staub, denn alle seine Pläne sind verloren. Glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe vom Gott Jakobs erwartet. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt.
dann sind all seine Pläne verloren. Wenn man älter wird, merkt man, willst du das noch anfangen? Ich hätte noch so viele Pläne. Dann fragst du, willst du das noch anfangen? Wenn ich auf dem Friedhof stehe, dann sehe ich Grabsteine mit 2 Zahlen drauf. Geburtsjahr, Todesjahr und zwischen ihnen ist ein Streichli. Ist das alles? Hey, Leute, ist das alles ein Streichli zwischen 2 Zahlen? Ist das dein Leben? Irgendwo auf dem Streichli sind wir alle unterwegs. Ist ein bisschen wenig, wenn das alles ist, oder? Und das heisst dann auch, glücklich ist der Mensch, der mehr gefunden hat, eben das, was Gott aus unserem Leben macht, wo der Sinn reinkommt durch Jesus Christus. Aber auch die mit Jesus mal angefangen haben, die mit Jesus unterwegs sind, können natürlich Zeit verlieren, können Jahre verlieren, können umsonst leben. Wenn wir nicht den Weg gehen, wo Gott uns führen will, dann ist es auch für die Katze. Wenn wir uns nicht bewegen, angenommen, Gott redet mit mir und es passiert nichts, gehst du wieder heim, wie wenn du Kopf bist. Das ist für die Katze verloren. Dann ist vielleicht ein Leben mit einer gewissen christlichen Dekoration. Eben zum Beispiel geht man in einen Gottesdienst am Sonntagmorgen, man hat vielleicht sogar seine Rituale, man betet einmal, man liest auch in der Bibel. Aber sonst lebt man wie alle anderen. Ist das ein gewonnenes Leben oder ist es ein verlorenes Leben, wenn das Leben kein Unterschied ist? Es gibt so Bibelworte, die sind für mich wie ein Kieselstein zwischen den Zähnen. Eines von denen ist, ich fasse es zusammen, ist Matthäus 7, Vers 22 folgende, wo Jesus am Schluss darüber redet, was ist mit deinem Leben war. Das Leben beurteilt. Und dann kommen da Leute und sagen, weisst du, Jesus, hey, so lässig und so weiter. Weisst du, das Wunder, das wir dort erlebt haben und das mit dir und jenem. Und Jesus sagt, hey, was bist du für ein Typ? Ich kenne dich nicht. Hau ab. Keine Stelle. Ich denke, über das Thema verlorene Zeit, verlorenes Leben, müssen wir schon nachdenken und es nicht einfach nur schnell auf die Seite legen. Gebe ich euch mit als Aufgabe. Denke darüber nach, hast du wirklich ein gewonnenes Leben? Von Gott gewonnen und mit Gott unterwegs. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Zur gewonnenen Zeit, zum gewonnenen Leben. Jetzt wechseln wir auf den Paulus. Der Rest spielt jetzt eigentlich fast ausschließlich beim Paulus. Was hat Paulus für ein Leben gehabt? Er fasst es mal zusammen, wo er den Korinther schreibt, im 2. Korinther 11, Vers 23 folgend. Das ist ein längerer Text, ich lese ihn. Paulus beschreibt, unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Das war die jüdische Geiselung. Brutal. Noch brutaler. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht, auf Folter. Und einmal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich war oft zum Fasten gezwungen, weil er nichts mehr hatte, war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Super Leben, oder? Was denkt ihr, was hat Paulus gesagt zu dem vergangenen Jahr?
Nicht so schlimm, wahrscheinlich, wenn man mit dem vergleicht. Und dann schreibt der Paulus einen Brief an Philipper. Und zwar folgendes. Philipper 4, Vers 11 bis 13. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann satt sein oder hungern, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch den, der mir die nötige Kraft gibt. Haben wir das gelesen? Und da schreibt der Paulus aus einem dunklen römischen Loch aus dem Gefängnis. Schreibt er das? Plagt, leidend. Da hat offenbar einer die richtige Ausrüstung. Da hat einer gemerkt, wie es geht. Für ihn gibt es kein schlechtes Jahr. Ich denke, der Text, und darum würde ich sagen, das ist jetzt der Lieblingstext, der gibt uns die Ausrüstung zum Leben. Jetzt, heute, auch in der Pandemie, wo auch immer. Der Paulus hat viele Entbehrungen erlebt. Wir haben es gelesen in dem langen Text. Dann hat er auch plötzlich wieder zu viel gehabt. Wenn zum Beispiel die Delegation kam, die für ihn gesammelt hat in der Gemeinde und ihm das alles gebracht hat, dann hat er Überfluss gehabt. Dann hat er gesagt, ich kann das. Wenn ich zu wenig habe, das geht. Und wenn ich zu viel habe, geht es auch. Paulus schreibt das ja im Griechischen. Und im Griechischen gibt es das Wort autark. Das habe ich beim Campieren kennengelernt. Autark ist ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, wenn es alles hat, was es braucht. Da bist du nicht angewiesen auf irgendetwas drumherum, es geht. Es hat alles eingebaut. Das Beispiel, wir sind das erste Mal in Italien unterwegs gewesen, und dann kommt das Telefon, der Schwiegervater ist gestorben. Völlig überraschend, er ist gesund, eingeschlafen und nicht mehr verwacht. Wir sind sofort losgefahren und etwa zur Nacht um 11 Uhr vor dem Gotthard gewesen, und dann hat es geheißen, wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt. Draussen hat Schnee gehabt. Wir haben unser Auto irgendwo hergestellt, Storen runtergelassen, haben alles, was wir hätten zur Nacht kochen. Wir hatten keinen Appetit gehabt. Wir konnten Zähne putzen, wir konnten aufs WC, wir konnten heizen. Wir haben geschlafen. Am Morgen, als der Tunnel aufgegangen ist, sind wir wieder weitergefahren. Zum Morgen alles da gewesen. Autark. Brauchst du nichts. Es ist alles da. Bist in dir selbstständig ausgerüstet. Hast genug. Genau von dem redet Paulus. Hast genug in dir. Hast ein starkes Innenleben. Ist das wirklich nicht nur eine Theorie? Das ist die richtige Ausrüstung. Unabhängig vom Äußeren. Könnte ich noch nicht immer sagen. Er braucht aber genau das Wort. Ich vermag es. Ich bin innerlich stark durch den, der mich stark macht. Gott. Interessant ist, und wenn wir das lesen hier im Text, interessant ist, dass Paulus sagt, ich habe es gelernt. Er hat es auch nicht können. Ich kann es auch nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber du kannst es lernen. Und da kommt jetzt meine erste Frage. Was hast du gelernt in diesen 1,5 Jahren? Was hast du gelernt? Du kannst sagen, wie der Paulus, ich habe das gelernt, ich habe das gelernt, ich habe das gelernt. Aber hast du nichts gelernt? Beim Vreni, meiner Frau und mir, wir haben Sachen entdeckt, wo wir so viel daheim sind und wo wir daheim bleiben und so weiter. Haben wir Sachen entdeckt, die wir in diesen 45 Jahren Ehe vorher nicht entdeckt haben. Und es ist so wertvoll und so schön, wie wir miteinander Sachen entdeckt haben, weggegangen sind, die wir nie mehr werden und wollen missen. Wir haben gemerkt, was ist wertvoll, und haben noch Wertvolleres gefunden und haben gemerkt, und anderes, das ist Dekoration, das kannst du auch vergessen. Was hast du gelernt? Paulus sagt, ich habe gelernt. Ich meine, ganz generell, nimm deine Situation, die dir vielleicht irgendwo druckt an einem Ort und wo schwierig hast. Es muss nicht einmal mit Corona zusammenhängen.
Und dann frage ich dich, willst du etwas lernen daran? Willst du etwas lernen daran? Und was? Hast du etwas gelernt? Paulus kann sagen, ich habe gelernt in meinem schwierigen Weg. Ich bin weitergekommen. Es hat mich vorwärts gebracht. Durch das Starke, durch ihn, der in mir lebt, auch stark. Ich bin nicht mehr so vom Äußeren abhängig. Wie das Äußere kann aussehen, haben wir gelesen. Ich bin stark in Jesus, in Gott. In dem Zusammenhang habe ich einen Text in der Bibel gelesen, Sprüche 30, Vers 8 und 9. Da betet jemand, lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Da betet doch einfach einer, hey, gib mir genau so viel, wie ich brauche. Und Gott weiß das natürlich, das ist ein bisschen unterschiedlich. Reich sein, zu viel haben, ist schwierig. Das sagt Jesus ganz stark. Das ist schwierig, wie ein Kamel oder das Nadelöhr muss. Und so weiter. Paulus sagt es ganz stark in seinen Briefen. Und wir gehören jetzt einfach hier in der Schweiz zu den Reichsten von der Welt. Und darum geht es uns vielleicht als Christen auch nicht so gut. Wenn man sieht, die Erweckung findet an anderen Orten statt. Also es ist schwierig, weil einfach das alles so ablenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich lenkt das ab, ist zwar schön, aber es lenkt so ab. Sagt er, Gott bewahre mich vor dem, ist schwierig. Und dann sagt er auch, und bewahre mich vor dem Armsein. Das können wir eher nachvollziehen. Es ist ja wirklich schwierig. Ihr müsst euch überlegen, jetzt gerade, gibt es Millionen von Müttern, die ihren schreienden Kindern nicht etwas geben, zu trinken, zu essen, weil sie nichts mehr haben und ihr Kind schreien und schreien, millionenfach jetzt. Und sie hat nichts mehr. Bewahre mich. Auch das darf man beten, bitte. Arm sein ist auch schwierig. Und darum sagt er, wenn ich genug habe, ist es genau richtig. Und er betet darum. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, jetzt sind wir wieder beim Paulus. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Gewinn oder Reichtum. Mit wenig zufrieden zu sein. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt gebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb, geht's weiter, deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Die Wohnung kann man sicher dazu nehmen. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Habt ihr das letzte Jahr genug gehabt zum Leben? Sieht gar nicht so schlecht aus. Also, genau richtig, oder? So sagt die Bibel. Wenigstens äußerlich haben wir genug gehabt. Und innerlich. Und dann gibt Paulus in dem gleichen Kapitel 4 vom Philipperbrief gibt er noch ein paar Tipps zum Leben, zum Gewinnen. Zum Beispiel ein bekanntes Wort, Philipper 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Die Welt kann einem schon Sorgen machen. Nicht nur Corona, da gibt es noch so viel anderes. Glücklich ist der Mensch, der diese Sorgen nehmen und weitergeben kann. Und zwar dem, der regiert, dem, der es im Griff hat, dem, der weiss, was durchgeht. Und es ist Gott. Es ist Jesus Christus. Und es tut einfach gut, beten zu können. Und dann heisst es auch vom Flehen. Flehen heisst, wenn du schreist. Wenn es so schwierig wird, dass du Gott schreist, kann ich sagen.
Kennt doch Paulus. Und dann sagt er noch etwas. Und voll Dankbarkeit. Hey, was wird in dieser Zeit, wo wir leben, kritisiert? Ist Unzufriedenheit. Man sieht nur das, was man nicht mehr kann und nicht mehr hat und nicht mehr gleich ist wie früher und so weiter. Was ist mir undankbar? Gib dir einen Tipp. Schau auf die Uhr. 4 Stunden mal daheim, vielleicht heute Abend. Sitz hin und fang an zu danken von den Schuhen, die du anschaust, bis hin zu deinen lieben Menschen, die dich umgeben. 4 Stunden. Fang an, 4 Stunden durchzuheben und zu danken. Ich garantiere dir, du stehst anders auf, als du abgesessen bist. Nur in einer 4 Stunde. Paulus sagt, da kannst du gewinnen, wenn du dankbar wirst. Oder einen anderen Text. Im Philipper 4, Vers 8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lobenswert, was erfreulich ist, sei es eine Tugend, sei es ein Lob darauf, seid bedacht. Paulus sagt, fühl doch dein Leben mit Gutem. Wir lesen heute so viel in der Presse oder auch hören es im Radio, Fernsehen, sehen wir es in der Tagesschau. Immer ein Haufen Sachen, die so prickelnd sind, so ganz kleine, wie Körnchen fallen ins Leben hinein. Und am Anfang scheint das noch ganz schön, so rosa-rot. Es ist noch spannend, alles zu lesen und zu hören, was da läuft. Und ich weiss nicht, wie man es sieht da hinten. Das ist am Anfang noch ganz schön rot. Und je mehr das in meinem Leben einen Einfluss überkommt, ihr werdet sehen, in ein paar Minuten ist das schwarz. Ich habe nur ein paar kleine Körnchen da drin. Mit was fühlst du dein Leben? Vielleicht braucht es eine gewisse Informations- oder auch Erlebnisdiät. Das Schauen ist, was ist es, was ich in mich einlasse. Kein Wunder, mit dem, was du dein Leben fühlst, ist nachher voll. Und ist es entsprechend nachher anders? Die Wörter da überschlagen sich fast. Im Vers 8. Was wahr ist, was wird heute eins gelogen. Mit diesen ganzen Fake-Sachen ist ja unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass die Menschheit so dumm ist. Und er sagt, mit dem, was wahr ist, beschäftigt. Und da sind wir bei der Bibel schon mal auf sicherer Seite und dann gibt es ein paar andere Sachen mehr. Mit dem, was wahr ist. Fühl dein Leben mit dem, was wahr ist und nicht mit all dem Mist, der im Moment zirkuliert. Was ehrbar ist. Was werden die Menschen abgemacht? Im Bundesrat angefangen, über das BAG, über die Impfkritiker und alles wird einfach abgerissen im Moment. Was ehrbar ist, was schön ist, was wertvoll ist. Mit dem fühl dein Leben. Was gerecht ist. Gerecht hat für mich so das Bild von einer Waage, wo man abwägt und sagt, ja, ist es echt so und so. Wo man sich vielleicht auch Mühe, einmal Gegenposition zu hören und anzunehmen und zu sagen, ja, vielleicht hat ja der oder die auch recht. Und so weiter. Mit dem, was differenziert ist, was kann sagen, mal, mit dem fühl dein Leben, was rein ist. Was wird heute alles für Dreck herumgerührt? Unglaublich. So eine Geschichte habe ich in meinem Leben von diesen rund 70 Jahren noch nie erlebt, wie viel Dreck das anderen Menschen angehängt wird. Da bist du nicht dabei. Paulus sagt, nein, mit dem, was rein ist, fühl dein Leben. Was lobenswert ist, was am Menschen Positives siehst, mit dem fühl dein Leben. Was erfreulich ist und so weiter. Das steht alles in dem Text. Und die Frage ist am Schluss schon, was willst du? Was willst du? Je nachdem, was du einfühlst. Nochmal Philipper 4, Vers 8 und 9. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Fühl dein Leben mit Gutem. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Und das Gute wird sich ausbreiten. Paulus fährt dann fort
und sagt, richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Luther übersetzt, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was bist du für eine oder für eine? Was wird deine Frau oder dein Mann oder deine Kinder oder dein Nachbar oder dein Geschäftskollege sagen? Was bist du für eine oder für eine? Ein Mensch vom Frieden? Würde die sagen, wo der oder die hinkommt, da kommt der Frieden hin. Bist du so jemand? Würde die andere das sagen? Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein und wo du hinkommst, wird der Friede von Gott mit dir sein. Wenn nicht, dann hat es noch Luft nach oben. Da gibt uns die Bibel die richtige Ausrüstung. Für unsere Zeit. Um das Leben zu gewinnen. Auch in diesen Situationen zurechtzukommen, wo wir sind. Es mag Corona sein. Es mag sein, dass ich zu wenig oder zu viel habe. Wahrscheinlich ist es eher zu viel. Es mag sein, ob ich jung bin oder alt. Da gibt Gott die richtige Ausrüstung, um zu gewinnen. Wir sollen die Jahre von unserem Leben gewinnen, damit es wertvoll ist und wertvoll bleibt bis zum Schluss. Und so möchte ich auch die Pandemie und die Herausforderung als Chance sehen. Das Frage, was hat überhaupt Wert? Was ist überhaupt wichtig? Und was ist Dekoration, die ich auch lassen kann? Es gibt ja Leute, die wünschen sich nichts Sehnlichsteres, als dass bald alles wieder so ist wie vorher. Ja, hey, wenn das Ziel ist, dass wieder alles so ist wie vorher, dann hast du wirklich alles verloren. Dann ist es für die Katze gewesen. Dann ist es wieder gleich weit wie am Anfang. Dann ist es nichts wert. Und so frage ich dich, was hast du gelernt? Paulus sagt, ich habe gelernt. Durch all das. Er hat es müssen lernen, er hat es können lernen. Und ich frage dich, was hast du gelernt? Oder was willst du lernen? Jetzt bewege mal in deinem Leben. Was ist wirklich wertvoll? Und was kannst du lassen? Und was willst du lernen? Wir nehmen uns ein paar Momente Zeit, jedes für sich, vor Gott. Und ich schließe dann die Zeit mit dem Gebet. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, wie ich es antreffe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann satt sein oder hungern. Überfluss erleben oder Mangel leiden. Alles ist mir möglich durch den, der mir die nötige Kraft gibt. Ich möchte lernen, Jesus das auch so zu sagen, dass es auch so ist. Ich wünsche das jedem von da, der jetzt da ist an dem Gottesdienst. Dass wir stark in uns sind durch dich.
Und nicht so vom Äußeren abhängig, sondern vielmehr vom Inneren von dir. Zeig uns, was du uns lehren willst und was du uns lehren willst.